Willkommen bei Spiritualität riecht raus. Mein Name ist Mats und ich will weiter Thema aufgreifen, was ein bisschen zu dem Thema inkarniert Engelen passt. Also wenn ich da schon ein bisschen Thema so mal ein ziemlicher Cut-off gemäht habe am Sinn von hey, Spiritualität, als immer gesagt, die trotzdem mal zwei Face dem soll betröchten. Und das ist wirklich ein Thema, was ich extrem spannend fand, weil an unseren Gegenden Spiritualität ziemlich weit weg ist von dem materiellen Thema. Und wo ich im Moment immer auf den Taoismus gestoßen gehe, dort ziemlich klar ist, dass die den Unterschied nicht machen. Ich will mal ein Ding, ich notiere mit dem mal als Podcast. Kommen ich mal ein Thema, was eine Zeit lang auch ziemlich eine Tour gemäht und es ist mal so, ich greife für das ist alles, was ich gesagt habe, ein Thema, ich brauche das vielleicht nicht, da kommen so eine Welt davon an. Und ich gesagt, okay, das geht gut, das greift nicht für, eher die Welt kennt. Und zwar schaut sich das Thema Walk-ins an. Und ich fand das mega spannend, besonders wenn ich gucke, was im Moment so mit unseren Identifizierungen lebt. Weil das ein bisschen so Hand an Hand geht, das ein bisschen wie wenn das so ein Schritt weiter davon gemäht wird. Also, was wird als Walk-in erklärt? Walk-in sollen die Leute, die sich als Walk-in identifizieren, dass ein anderes Wesen von sozusagen an ihrem Körper ist, und sie durch das Wesen leben, und natürlich durch die Welt unerträglich ist, für mal ganz Leben auszudrücken. Dabei geht es entweder typisch so mal Normaldeieren, also natürlich, dass kein den Walk-in von einem Wurm hat oder von einer Meck. Nee, das ist der Wolf, das ist der Adler, das ist ein Delfin. Also der merkt ein bisschen, aber in Richtung das ganz geht. Aber natürlich auch Drachen, Einhörner. Ich habe es vergessen, das ist interessant, ganz viel wird von Einhörner geschwatzt. Die kriegen noch eins ins Fliegen mit den Pegasus, geht ein bisschen als der Urstolos. Auch spannend. Also Fabelwesen, das heißt, wir holen so die zwei Dinge. Ich werde doch das Thema Fabelwesen eigentlich abbringen, weil die schon ja Energien haben und insofern auf energetischer Ebene existent sind. Aber natürlich geht es Teil um darum, inwiefern gibt es den Aspekt, dass du in der an uns inkarniert ist und dann dem Moment an der Form heil lebt. Ich habe noch ganz spannenden Aspekte gefunden, den komischerweise kein mit umschirm hat. Ich behaupte mal ganz frisch, dass ein der nicht kann als Mensch inkarniert gehen, und ein Mensch auch nicht als der kann inkarniert gehen. Lo werden natürlich verschiedene Sachen auch die ein bisschen buddhistisch angehaucht sind. Ach, wenn du schlecht das gemäht hast, kannst du als niederes Wesen remontieren, sind niedere Wesen. Und ich bleibe für bei meiner Behauptung, nee. Wir sind durch uns in der Totem der ja mit der Welt verbunden, und genauso wie so dass Beam einen ganz anderen Aspekt von der Flora bringt, dass Beam an anderen Pflanzen nicht unbedingt selbst erspielt, dass das nicht alles einfach nur mehr Flora ist, so als der Mensch auch an seiner Energie anders ist wie die von der Rest von der Fauna. Das geht so weit, dass auch zum Beispiel was Meereswesen betrifft, dass Walen eine andere Konsistenz an der Energie haben wie Fisch. Ach, okay, Fisch, mich zu sagen, du merkst so die Nuancen an die Dinge, wenn sich wirklich ein bisschen an die Energien fehlt. Also, ein der geht nicht an uns inkarniert, geht nicht als Mensch inkarniert. Wie gesagt, ich kann nur sagen, das ist meine Theorie, ich schwätze nicht mehr von einer Meinung, das ist meine Theorie. Aber wenn ihr seht, ja, du kannst die Theorie holen und davon denken, was ich gerade denke, dann sage ich, ja, mir oder noch nie aber trösch gezogen, dass all die Leute, die an einer Hypnosetherapie waren, für alle Reinkarnationen zu kommen, nie davon geschwärzt und das als der gekommen sind. An der Teil ist keine Invitation, dass die Nächsten das erfinden, mir einfach betrüchtet. Die sind auf Platz gekommen, da wurde wirklich ehrlich an echt gemäht, die sind an schon verschiedene Gutsendungen, sogar von Manner guten Televisionssenderen, und ich aber verdammt gut Programme darüber gesehen,
wo sie Informationen hatten, und sie sind ja nur mit den Leuten dahin gereist, und die haben effektiv nicht einfach nur Erinnerungen gehabt. Das ist eine von den besten für mich, das war die 10 von einer Frau, die Informationen aus ihrer Inkarnation erzählt hat, also an der Hypnose, dat 100%ig op Venedig a speziell op Murano hingewiesen huet, an sie si mat der du hingegangen, und da war ein Glasbläser, den huet der Frau en Dingen an de Grab gedreckt fir Glas ze blosen, an die dat op Anhieb hikrit. Dat ass mat Übung machbar, aber net dat do. Dat wat die qualitativ no fertigprojektet do, die gesot, dat schon enke gemet, dann wat weiter irgendwie op Fall net an diesem Lewen, also dass dat an dem Dinge méigich ass wat lo Erinnerungen ass. Du huet nach nie in de Funder gespart, dass en Zwoch sich erinnern kann, dass als Pferd für einen Kutsch gespannt war, etc. etc. Allein do hast du schon den Dingen dran, für wat gef sich der Mensch da just unseng Leben erinnern, wo als Mensch kommen wir, wann auch als Tier kommen wir. Das wäre an einer Hypnose schon plus ou moins egal. Also insofern, so nicht mal so, auch wenn der man nicht will leben, mir los ich einfach mal das als Grund durch den Kopf gehen, ob du nicht einfach etwas drin hast. Aber wie gesagt, aber nur ich dachte, du hättest das Buch, ja, Bücher schreiben können da viel. In den Ländern wäre doch schon auf die Idee kommen, sie für das zu machen. Das ist noch immer keine Bestätigung, wie gesagt, dass effektiv den Dingen es schon erstens nach nie so Bericht hören, 99% gehen an die Richtung, mehr sind als Menschen, und mehr kommen als Menschen ran. Was interessant ist, aber Leute scheinen zu sollen erinnern, der könnt auch als Frau, als Mann für geboren gewesen sein, und vice versa. Also dann mal just zu dem Thema. Mit der merkt also, die Gedanken, dass lo an unserem Körper ein der inne wohnt, das ist und sich schwingungstechnisch nicht logisch. Was kann also da geschehen, dass Leute trotzdem das Gefühl haben? Für die geht real, realistisch schon, weil der wisst schon, es sind nicht denen einfach ein Thema ganz dotet an die Leute auf der Seite lest, die so, okay, wie erklären ich dann das, was gerade auflebt? Weil man mit der gesamten Welt, auch noch an unserer Genetik, mit der Fauna an unserer Genetik, auch mit der Flora in Verbindung sind, haben wir also den Dingen, haben wir also den Punkt, dass es kann sein, dass sich als ändert, Totem, der mit dem wir an direkter Verbindung sind, dadurch noch außen hin äußert, weil mehr als, weil wir es nicht wohl an der Welt fühlen, also so weit zurückziehen, dass wir der andere Energie den Impact noch außen hin losen, oder dass wir das aufhängen, so mal durch die andere Energie, durch die andere Wesenheitsenergie zu fühlen, anstatt als uns selber. Als innere Totem, der ja, oder Tülgia, just aber nicht mehr so sitzen, nicht mehr zwischen ganze physischer, als weiteren Aspekt, als weiter Facette und nicht als Hauptfilter und als Hauptfacette an dem Moment gebrauchen. Das heißt auch da gilt darum, seine Authentizität als Mensch sich zu gehen, zu entwickeln, der sagt, Menschheit zu entwickeln, an die Fähigkeiten, an Kapazitäten, an Charaktereigenschaften, Charakteristiken von einem Totem, der ja mit abspielen zu lassen, aber nicht als Hauptpunkt. Das ist ein bisschen so, wie wenn der ein Computerspiel hat, und der hat eine Hauptfigur, und der hat irgendeinen Helfer auf der Seite, und der B-Mol gibt den Helfer die Rolle überholen von dem ganzen Ding, und der gibt es verwundern, für wer da an ihre Möglichkeiten, an ihre Fähigkeiten eingeschränkt sind, ja, weil da just nach ob den E-Punkt und ob den Helfer dem Moment zurückgreift, und nicht mehr ob er komplette Facettenreichtum, den er Authentizität an den Dingen ausmischt, an die Allpunkte abbringt. Und da will ich ein ganz kurz das Thema abbringen, den Haut das aus, wo ihn effektiv Leute tut, die auf den Dingen kommen, auf dem Trichter rumlaufen. Ich werde das ein bisschen karikaturieren, mir wann schrift nicht viel beiseitig zu gehen, mit die ja, es sind zwar der Pol, mir ich identifiziere mich aber lo echt als Babyfuß. Das kann sein. Das hat genau das aus, was du auflebt. Das ist das, wo man sich identifizieren kann,
hier Dingen inner totem der ja sinn, wat méi Wirksamkeit tut, weil sie net mat ihrer eigener Identität eins gehen. An wann schrift richtig verstanden. Et geht net darum zu sagen, ja, mit das soll immer gucken, dass den der Tee kriegt. Nee, ich hat schon erklärt, oder ich werde nach auch schon schon erklärt, mich werde nach in einem weiteren Podcast drüber gehen. Identität as wo mat mehr identisch sinn. Und das ist ganz oft nicht das, was mehr als Authentizität oder als Individualität mat erleben, mehr als etwas, wo mehr dran gedrängt gehen. Wenn du groß bist, dann müsst du Staatsexamen und da gehst du bei der Stadt schaffen dann irgendwie nie, ja, wie ist das? Du bist 25 Jahre, nach kein Freundin, nach kein Freund, was lebt? Du hast eine Freundin, nach kein Kanner, 30 Jahre, nach kein Kanner. All das sind Identifizierungen, und damit wollen sich vielleicht nicht identifizieren, aber mit Recht, also dass das richtig verstanden wird. Das, was als du dahinter gesagt hast, der Hut damit identisch zu gehen, das ist nicht unbedingt das, wo wir wollen hin. Wenn das bei euch passt, vollkommen okay. Aber wenn Leute sich damit nicht identifizieren können, dann ist das richtig insofern. Das Problem ist, dass wenn wir dann an die Richtungen flüchten gehen, dass man so wie viel drohen, aber da sind wir einen inkarnierten Engel, dann identifizieren ich mich damit, da gehöre ich der Engelschau an, oder ich identifiziere mich mit meinem inneren Totem, der ja an der Schluss just nach dem Leben, den ich nicht an dem muss leben kann. Dann haben wir ein Problem, weil die Person kann sich nicht als das ein geboren gehen ist, aber wo hier gehört mal an erster Stelle, wie gesagt, am Hier und Jetzt, kann sich nicht entfernen in dem Moment. Und da ist das Problem dran. Das heißt, es sind Fluchtreaktionen. Egal, ob ich es New Age Esoterik nennen, schon ein Walk-in oder ein Sinne-Walk-in, oder die andere sagt, nee, ich identifiziere mich einfach ich da mit einem Babyfuß. Das klingt ein bisschen lächerlich, aber für mich ist das, was wichtig ist, was das grundlegende Problem da hat. Das grundlegende Problem ist, dass wir heute an einer Struktur sind, und wir gehen an eine Richtung gesagt, ein bisschen am Sinn von, so immer an den Tieren ab, wenn immer, wie haben die Filme schon gehecht, wo fällt man das nicht an, den, wo sie eine Kategorie gesagt sind, also da heißt, sind Tester gemäht gehen, und die Hunde müssen die Hunde dran zu passen gehabt. Und dann hat er verschiedene, die Hunde an die 5 gepasst, die Hunde nicht an gepasst. Wenn der Film auffällt, der schreibt bestimmt dabei, der wisst bestimmt, wo wir schwätzen. Mir fällt den zweiten Titel an, aber den nächsten nicht. Divergent, so ist es. Wir sind nicht den einfach nicht mehr an den Dingen passt. Genau gesehen, wenn in der Toten hält, da sind, ich gebe so ein gut 80% sind divergent, sind divergent, Hunden sind divers. Und dadurch, dass wir das so abgedrängt kriegen, gehen wir uns ein bisschen wie mit den Religionen. Wir haben Christentum abgedrängt gekriegt, also die Leute hin und sie gehen an den Buddhismus, aber sie probieren nicht den Tod zu machen, zu gucken, wo die ganzen Nuancen sind, mit denen sie an Anklang stehen. Und dann ist es eine Fluchtreaktion. Und das heißt genau dasselbe. Das heißt, anstatt zu sagen, okay, wie bin ich als Mensch, wie bin ich, wenn ich so sind individuell, also individuell ist nicht getrennt. Ich komme noch ein bisschen darüber zurück. Wie sind ich dann? Inklusive Aspekte von meinem inneren Totem, das ist nicht der Punkt. Inklusive meinen Aspekte vielleicht von anderen Leben oder von was immer. Das ist nicht den Dingen. Mehr, dass ich sich immer an den Dingen bedenkt, dass ihr seht, das sind Aspekte, ich kann die matt an das Boot ranholen. Für jemanden in Kraft zu weisen. Aber wenn ich meine, ich muss dem drunter überlassen, da kann das Leben nicht funktionieren, weil das nicht mehr auf der Schiene lebt und nicht mehr mit dem gesamten Facettenreichtum, den Eis an unserer Gesellschaft aufgeschwellt wird. Das meist du richtig verstehen. Ich hoffe, das gibt ein bisschen Dinge von wegen, wo die zwei Extreme allein. Das heißt, auf der einen Seite meine Gesellschaft, du hast dann den Moment, den Beruf zu wählen, du hast heute, du hast da, du hast als Frau, also so zu funktionieren. Aber wann ich schläft auch verstanden, du hast auch als Mann so zu funktionieren. Und das ist den Haken unter Geschichte. Das wird ein Thema, sie wird 100% schon hier abgreifen, weil es extremst wichtig ist. An unserer Gesellschaft im Moment nicht gut geht.
So, das ist den einen Extrem. An den anderen Extrem ist, mit dann, da sind ich Walk-in und das mein der, das der, was das überhält und so finden so weiter. Oder eben, ich identifiziere mich als Wolf, als Fuß, als Affirmation, als Babyfuß, also für wirklich zu weisen. Also, wir sind nicht mehr am Denken von, okay, was bist du hier? Nicht identifizieren, weil identifizieren bedeutet just, ich gehöre zu der Gruppe, aber ich fand nicht mehr raus, wenn ich wirklich selber bin. Das ist der größte Unterschied. Das heißt, der merkt schon, auf welche Richtung mein nächster Podcast wird gehen. Mir vielleicht geht euch das auch ein bisschen ein Blick für die Leute, die auch über so wieder stolpern und sagen, was soll ich mit der Info aufhängen? Auch für die Leute, vielleicht geht das erst ein bisschen mehr großen Dingen, ein großes Bild darüber, wie das vielleicht mehr zu verstehen ist, wie einfach nehmen, dass du eher rundherum lebst und jetzt den Hülle ein Fermer, der Ratsch, das ist die Sache in der Hand. Und das muss, für mich ist es immer wichtig, das Gesamtbild zu gucken. Das heißt nicht, dass der Lo auf den Zug muss abklammen. Das heißt nicht, dass der Lo muss dem, wenn er sich als Katz identifiziert, dass er dem Katzenkiste hinter sitzt, am Sand dran, mehr am Sinn von vielleicht ein gewisses Verständnis, also wohlgemerkt am Sinn von ich verstehe nicht, ich muss dem über die Caption heben, also ein bisschen den Dingen, dass er da ein Blick darüber kommt, wann der je sollt über das Thema eigentlich fallen, dass er schon ein bisschen Face und Boden bei der Sache hat. Wie immer, ich hoffe, der hat etwas mal rausgeholt aus der Sache. Merci für das Nullaustren. Schöne Mitten, schönen Abend, eine gute Nacht.